Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Ann. Ich möchte heute gerne mit euch zusammen Täschchen machen, die fast gar nicht auftragen. Zwar, weil man nichts speziell noch draufklebt, sondern weil man sie einfach oben und unten zwei Seiten zusammenklebt. Und schon hat man hier ein Täschchen. Genau, ich habe 3 Signaturen. Ich möchte gerne 3 solche Täschchen machen. In jeder Signatur eins, aber nicht überall das Gleiche. Ich zeige euch schnell, was ich gerne will. Und zwar hier möchte ich gerne einfach die Seite genau so lassen, wie sie ist. Hier sieht man nachher dann nicht, dass das zu einem Täschchen gemacht worden ist. Hier möchte ich gerne einfach so ein Halbkreis rausstanzen, dass man von dieser Seite sieht, dass es ein Täschchen ist. Und ich will einfach so Fake-Nähte drauf zeichnen, dass es ein bisschen aussieht, wie wenn das genäht wäre. So, und dann hat man hier, schauen, dass ich mein Zeug zusammenbehalte. Da werde ich die zwei zusammenkleben. Das ist einfach so mit einem ganz feinen, gräulichen, ja, ein bisschen gräulich eingefärbt, mit ein bisschen Glitzer. Das tue ich zusammen und dann möchte ich hier aus dem Papier so ein Dreieck ausschneiden und das so wie als Kuvertfalz oder wie sagt man dem, also als Flip-Aufmache-Deckel drüber reinkleben. Und auf dieser Seite gibt es dann hier einfach so ein feines Rändchen. Wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, weil ich es jetzt komisch erklärt habe. Ihr seht es nachher. Genau. So, und dann das nächste noch. Da habe ich mir rausgesucht die zwei Seiten, die wir zusammenkleben wollen. Weil hier jetzt noch so das schöne, mit dem schönen Blümchen ein bisschen dekoriert ist, möchte ich gerne einfach hier so rausschneiden. Auf dieser Seite. Auf dieser Seite sieht man wieder nicht, dass irgendwie das zu einem Täschchen gehört. Und auf dieser Seite gibt es da einfach sehr einen grossen Einschub. Ja, dann kommt das hier noch ein bisschen vor. Und man könnte noch ein bisschen mit Stempel dekorieren oder so. Wir werden es sehen. Ja dann, fangen wir doch mal an. Fangen wir da mit dem an. Wenn wir mal wissen, wo die Mitte ist, geht euch das noch so? Geht euch das noch so? Ist ein bisschen knapp, aber mal, das geht. Schau jetzt da so, da ist die Mitte. Da ist die Mitte. So. Und, sieht das denn jetzt, mein Fall? Ja, genau, der ist da. Nein, das sieht man natürlich nicht. Nur so ein bisschen anzeichnen. Wenigstens ein bisschen. So. Jetzt aber. Jetzt ist gut. Jawohl. Ich habe leider nur das Stanzi in dieser Größe. Ich weiss, es würde ein bisschen schöner aussehen, wenn es ein bisschen grösser wäre. Es würde ein bisschen besser passen. Habe ich jetzt aber leider nicht. Ich will es nicht von Hand machen, weil ich das Gefühl habe, das wird nachher hässlich. Jetzt inken wir doch das noch ein. Aha, jawohl. So muss doch das aussehen. Ich habe jetzt das Vintage-Foto. Jetzt habe ich gedacht, zu dem Kaffeegefärbten würde jetzt das andere Braun auch noch gerade schön aussehen. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser passen. Das Brushed Corduroy.
Wollen wir es probieren? Das hier ist vielleicht ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr das. Keine Ahnung. So, doch. Jetzt ist gut. Jetzt haben wir zwar ein bisschen viel, aber das macht nichts. Das darf ein bisschen viel sein. Machen wir hier auch noch ein bisschen mehr krügeln. Genau. Da noch. Ja. Jetzt kommt es gut. So, Mensch, schaffen wir hier auch noch ein bisschen so. Ganz, noch ein bisschen. Ja. Genau. So. Also. Jetzt habe ich hier so einen Copic Multiliner. 0,3. So. Ist zwar ein bisschen reingedrückt, aber das sollte schon gehen. Jetzt probieren wir das mal hier. Wird etwa genauso krumm, wie wenn ich wirklich nähen. Oh Mann. So, nein, komm, das sieht doch gut aus. Hey. Genau darum sieht es doch gut aus. So, da unten durch auch noch. Ja. Und dann rauf. So. Das ist eigentlich die grosse Preisfrage, ob man oben auch noch soll. Weil theoretisch würden wir ja dann die Kanten auch noch versäubern. Oder nicht? Vielleicht auch nicht, hä? Ich glaube, ich höre es so. Ich glaube, ich höre es so. Ich finde es so noch recht herzig. Ja, aber irgendein Stempel würde doch jetzt hier auch noch gut aussehen. Wie wäre es denn mit irgendeinem Viech da? Das Bienenli? Ja, komm, man hat das Bienenli drauf, oder? Oder was immer du bist. Und zwar in schwarz oder in braun. So. Ich glaube, das ist recht herzig. Dann machen wir es schwarz. Nehmen wir hier noch eine Unterlage, damit mir der Stempel auch schön gerade wird, also schön flach wird. Ja! Ach, wie schnussig. Das finde ich jetzt aber noch recht herzig.
Ja, sehr hübsch. So, jetzt leimen wir das zusammen, damit es wirklich ein Täschchen gibt. Da wäre sicher ein ganz normaler Bastelkleber länger. So. So. Schön zusammenpressen. Und schon haben wir hier ein wunderbares Täschchen. Das ist ein herzig. He? Irgendetwas Hübsches findet sich dann noch für die drei. Und jetzt wollen wir mal in der Mitte schauen. Mitte, wo bist du? Da, oder? Ja, das war gerade genau das Mittlere. Und weil wir da, ich glaube, das sowieso nicht mehr brauchen, dann, wenn wir da jetzt zukleben, schneiden wir jetzt hier mal die Schwänzchen ab. So. Und dann werden wir hier jetzt ein Dreieck. Und zwar will ich das nicht und ich will das nicht. Also muss ich mal wissen, wie groß ist das denn da überhaupt? 17, was? 0,4, 17,3. 17,3, merkt ihr euch das mal? Dann schneiden wir zuerst hier ein bisschen ab. Moment. Die Kante ist irgendwie überhaupt nicht gerade. Zuerst mal die gerade machen. Und dann die gerade machen. So, und jetzt, was habt ihr euch merken? 17,3. Mein Bleistift ist ein bisschen nicht so spitzig. Ich muss ein bisschen spitzig machen. Upsi. So, jetzt ist gut. 17,3. Und will ich jetzt auch mit dem 1 anfangen, weil ich es gerade ein bisschen besser sehe. So. Müssen wir 18,3 haben. Seht ihr das auch so? So. Und Double Check, gell? Stimmt. Also. Dann brauchen wir die Mitte. Und zwar hier unten. Weil, jetzt müssen wir schauen,
wie weit aber das soll kommen. Ich würde sagen, vielleicht etwa bis da, oder? Gerade genau da, wo wir unseren Wald aufgehört haben. Schnipseln wir das doch so ab. Nein, warte jetzt. Nein, 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 nein. Ich will es ja noch umfalten. Dann gehen wir ein bisschen weiter runter. Etwa hier. Und hier. Wenn wir ungefähr so viel. Ja, ich glaube, das ist gut. He? Oder noch ein bisschen mehr. So viel. Ja, komm. Nicht sparen. Also da. Und da sehen wir es natürlich genau nicht, weil es genau auf dieser schwarzen Linie ist. Aber doch, das Bleistift glänzt so ein bisschen. Da und da. Wo sind wir da? Und da. Komm, komm. Ah, jetzt ist gut. Zack. So. Jetzt. Wir müssen da noch irgendwie falten. Können wir das ein bisschen falten. So. Ui. Wieso ist das jetzt das gerade so dumm? Oh, jetzt ist es schon gut. Es kommt. Ja, perfekt. So. Gut. Voilà. Dann schnell abchecken, ob das alles stimmt, was wir hier gemacht haben. Ja. Da haben wir ein hübsches Rändchen. So, und da haben wir Flip, Flop, Flap. Da machen wir jetzt auch noch ein Ding rein, damit man es dann besser kann etwas reinstecken kann. So. Ja. Gut, und dann inken. Und zwar mit was? Wenn wir es mit schwarz machen, ein bisschen dramatisch. Machen wir doch ein bisschen Dramatik. Ich finde, zum Notenpapier passt doch das immer gut. Ein bisschen schwarz. So, und das hier auch.
Voilà. Da natürlich noch. So, und da auch noch ein bisschen. Gut. Und da natürlich noch. Auf dieser Seite sieht man es ja dann, wenn man es aufklappt. So. Gut. Was soll ich da auch noch? Vielleicht, man sieht es ja vielleicht gleich ein bisschen. He? Aber auf dieser Seite kommt es dann vielleicht ein bisschen höher. Würde vielleicht noch gut aussehen. Wir werden es sehen. So. Gut. Test. Mhm. Genau. So. Oh ja, hey. Schau mal. Das sieht mega cool aus. Also ich finde auf jeden Fall schon. So. Das können wir noch. Die Kante. Die machen wir jetzt noch schwarz. So. Und aber auf dieser Seite auch noch. Da sieht man ja rein, wenn man das Täschchen aufmacht. So. Gut, und jetzt ist die Frage, hier auch, ob wir es schaffen, hier noch ein bisschen, ohne dass es nachher doof aussieht. Noch ein bisschen hier. Ja, dann wollen wir halt hier auch noch ein bisschen mehr. Und das Ganze ein bisschen wolkig machen da. So, aha. Ja, gut, prima. Sieht gut aus. Jetzt schauen wir zuerst das an. Das kann nicht. Kommt wahrscheinlich nicht so drauf an. So. Schön brav dran stecken. Nicht so. Nicht so. So. So, eher so. Nein, da ist auch nicht. Wieso kann ich das jetzt nicht? Oh, das kann ich nicht korrigieren. Kann ich noch? Jetzt kann ich nicht. Zack, jetzt hat es. Ja, gut. Da hätten wir ein bisschen rauf müssen. Das korrigieren wir einfach so. Und dann fällt das überhaupt nicht mehr auf. So und so. Prima. Also, die Seiten zusammenkleben.
Ich finde das eigentlich auch eine ganz schöne Lösung für, wenn einem das da nicht so gefällt, dass man das so gut sieht. Oder wenn irgendwie der Knopf wüst worden ist oder ich weiß doch auch nicht, das Schnürchen nicht so hübsch aussieht, dann kann man das einfach zusammenkleben und kaschieren. Dann sieht das gar niemand mehr. So, voilà, hey, mega herzig, oder? Ein hübsches Kuerli. Was möchte gern Gouvert? So. Ich glaube, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob man da noch irgendwie könnte, irgendwas Adressmäßiges oder Poststempel oder was auch immer, aber theoretisch beim Brief ist es ja dann auf dieser Seite. Und dann würde es, glaube ich, irgendwie merkwürdig aussehen. Darum, wir lassen es einfach so, wie es ist. Finde ich das noch hübsch, recht schlicht. Könnte man natürlich noch überborden. Machen wir jetzt aber heute nicht. Das machen wir sonst schon ständig. Aber jetzt haben wir gesagt, hier noch, hier. Und hier werden wir das ein bisschen ausschneiden. Jetzt ist natürlich ein Blümchen hier ein bisschen im Weg. Ich habe dem Grossmütti seinen Teller vorgeholt. Mit dem zeichnen wir jetzt hier so eine schöne Dings, Bums, eine schöne Linie, wo wir dann nachschneiden können. So. Und weil ich so wahnsinnig geschickt bin im schön Schneiden, ist das die einfachste Aufgabe für mich. Ich gebe mir ganz fest Mühe. Ausnahmsweise. So, hey, das ist ja schöner geworden, als ich befürchtet habe. Wenn man nicht immer alles so hüsch und hot macht, dann kommt es tatsächlich noch gut raus. Jetzt habe ich gedacht, jawohl, ich inke das gerade im gleichen wie das. Nur das Problem ist, ich weiß nicht, was das war, aber wahrscheinlich das. So. Wir werden es gerade herausfinden, ob das Gleiche ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir machen es jetzt einfach mit dem. Ein bisschen inken. Wir können ja hier auch noch mal ein bisschen drüber. Wenn wir wollen. Da tun wir auch auf der Innenseite noch ein bisschen. Wenn man es vielleicht eventuell könnte, ein bisschen sehen. Kann man natürlich auch ein hübsches Rändchen aufkleben, ein schönes Stoffbändchen.
dran kleben oder so. Das wäre sicher auch noch hübsch ausgesehen. Aber ich glaube, jetzt bleiben wir einfach mal so, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe. So. Oh ja, guck mal. Sehr nett. Jetzt hätten wir da rundherum noch irgendwas, wo ein bisschen zu dem Blümchen passt. Oder Sommervögel. Haben wir Sommervögel? Oder so abwechslungsweise. Sommervögel, Blümchen, Sommervögel, Blümchen. Der da, so ein ganz feiner Keim. So. In dieser Farbe. Aber Blümchen, ich weiß gar nicht, was ich ein winzig kleines Blümchen habe. Nein, ich glaube, ich habe wirklich nichts Sättiges. Wir nehmen einfach Sommervögel. Wir könnten ja theoretisch noch mehr von denen ausstanzen und dann draufkleben. Oh ja, das wäre ja mega herzig. Oh ja, schau mal, das ist denn schnussig. Ach, ich bin gerade total verliebt in diese Seite. Ich finde, das braucht es gar nicht. Da jetzt noch von denen irgendwie aufkleben. Könnte man, aber es ist so schlicht und so schnussig. Das muss einfach gerade genau so sein, finde ich. Ach, wie süß. Süß, süß. Zusammenkleben, fertig machen. Ich glaube, ich habe hier gerade genau das richtige Sommervögel verwünscht. Für dort dran. So. Solig. Hey, das war jetzt ein kurzer Cut und sieht genial aus. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das Täschchen hier gefällt mir jetzt gerade am besten von all diesen drei, die wir gemacht haben. Und ich muss sagen, zum Voraus habe ich gedacht, das ist ja vielleicht das dürfste von allen. Weil das da so einen riesigen Ausschnitt hat und so. Aber nein, hey, das ist viel cooler als das. Und das ist zwar auch extrem herzig, vor allem mit dem Bienenli, das peppt es noch einmal richtig auf. Aber das da, hey, ich habe mega Freude. Ich finde es extrem cool und ja, machen wir nächstes Mal wieder irgendetwas Cooles. Würde mich auch freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei wäret. Und dann können wir zusammen irgendetwas Cooles machen. Bis dann, tschüss!